Guten Abend, liebes Publikum, und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute aus dem schönen Seeland. Diese Beiträge haben wir heute für euch. Die Raiffeisenbank Jungfrau geht mit der Zeit und auf die Kundschaft zu. Die sogenannten Hexen haben am Samstag ihre jährliche Präzisionslandekonkurrenz durchführen. Michel Blöchliger will in die Fußstapfen von Uli Maurer treten. Was heute sonst noch alles passiert ist, haben wir hier für euch kurz zusammengefasst. Mitarbeiter von Bern Ballett entlassen. Nach neuerlichen Belästigungsvorwürfen hat sich Bühne Bern von einem Ballettmitarbeiter getrennt. Wer in Bern einen Kaffee über die Gasse kauft, soll in Zukunft einen Mehrwegbecher nutzen. Die Innenstadtorganisation Bern City hat am Montag das Mehrwegbechersystem an einer Schweizer Jungfirma präsentiert. Bei einem Unfall auf der Thunstrasse in Richtung Seftigen zwischen 3 beteiligten Fahrzeugen ist ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Er musste von Rega ins Spital geflogen werden. Die Raiffeisenbank Jungfrau geht Hand in Hand mit Ritchies Song «Wir sind da für dich». Das Vorsorge- und Versicherungsteam fährt zu den verschiedenen Kunden und redet mit ihnen über ihren dritten Lebensabschnitt und plant den auch. Die Raiffeisenbank Jungfrau hat einen Familientag organisiert im Jungfraupark in Interlaken. Und da sind rund 1600 Kunden gekommen und wir einen mega coolen Tag leben und miteinander mit der Familie verbringen. Wir sind da, ganz egal woher du kommst. Wir haben noch in der Warteschlaufe bei uns am Telefon. Das ist das Thema «Wir sind da für dich» von Ritchie, der extra für uns einen Song komponiert hat und wir zusammen eingespielt haben. Und da geht es vor allem darum, dass wir im Lied zeigen wollen, dass wir für die Kunden da sind. Die Pensionsplanung ist für mich absichern und können geniessen, den dritten und für viele einen sehr wichtigen Lebensabschnitt. Wir sind da für die Kunden, vor allem auch, ihnen die Hemmungen zu nehmen, ihnen die Ängste zu nehmen. Und vielleicht in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser Zeit, wo man vielleicht nicht immer an das Thema denkt, auch zu den Kunden haben und mit ihnen die Themen diskutieren wollen. Wenn jemand zu mir kommt für eine Vermögensberatung, dann ist automatisch das Thema Vorsorge auch dabei. Vieles fließt ineinander rein, es geht fast lückenlos über. Besonders wenn es dann an die Pensionsplanung geht, weil dann geht es um den dritten Lebensabschnitt. Also man schaut eigentlich zusammen anschauen, was ist sinnvoll, wie man die Gelder anlegen, wie man sie investieren. Und da kann ich natürlich aus erster Hand bestens erzählen. Wir können mit einfachen Mitteln anfangen, wir können Vorsorgepläne 3a aufbauen zum Beispiel. Einige haben konkret ein Bedürfnis, vielleicht die Wohnsituation, die sich verändert, eine Erbschaft, die noch nicht geregelt ist. Wir können einen Fondssparplan ins Leben rufen. Strukturiert einfach daran gehen und schauen, was passt. Wir sind dieses Jahr vom 19. bis zum 23. Oktober an Riga und selbstverständlich kann jeder zu mir vorbeikommen für ein unverbindliches Gespräch, für eine Beratung oder für einen Tipp. Da sind wir da. Wir haben hier die verschiedenen Segmente. Das ist Pensionsplanung und wir empfehlen 50+. Du kannst aktiv noch etwas machen. Wenn jemand sagt, in eine Frühpensionierung, dann können sie gezielt auf die Frühpensionierung noch sparen. Und das andere ist die Vorsorgeberatung. Und hier empfehlen wir halt junge Familien, so ab 25, dass man hier eine Vorsorgeberatung macht, dass man den Leuten auch das Risiko aufzeigen kann bei Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit, dass sie sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und dass sie auch wissen, was für Leistungen sie in einem solchen Fall hätten. Besuchen dich vor Ort oder digital, nachhaltig und Die klein. Tendenz ist zunehmend. Sie schätzen es, wenn sie daheim sein können. Und dann haben sie auch die Unterlagen daheim und müssen nicht die Unterlagen zu uns auf die Bank bringen. Unterstützen lokale Helden, vom Dorfladen bis zum Velorennen. Die Erfolg ist Teil von unserem Leben. Die Flugpilotinnen, auch Hexen genannt, haben am Samstag ihre jährliche Präzisionslandekonkurrenz durchführen. Ausnahmsweise musste man aber mit einem Motorsegler starten und landen. Präzisionslanden ist ein kleiner Plauschwettkampf, den wir durchführen jedes Jahr. Und zwar geht es darum, dass man innerhalb von einem gewissen Bereich landen mit normalerweise einem Segelflugzeug. Heute ist es die Mona, also ein Motorsegler. Wir haben eine Linie, die wir aufmalen auf dem Runway, wo wir probieren, möglichst nah dran zu landen. Nicht davor, das gibt sehr viele Minuspunkte. Und möglichst wenig hinten dran. Und die am nächsten an dieser Linie landen, die haben gewonnen. Wieso ist es etwas Wichtiges, präzise zu landen? Das
Als Segelflugpilotin ist es extrem wichtig, dass man wirklich in einem gewissen Bereich abhocken kann. Normalerweise landen wir ja auf einem Segelflugplatz wieder, wenn es gut kommt. Manchmal geht uns aber auch die Thermik aus. Also wenn es abschattet, wenn das Wetter ändert, wenn wir uns verschätzt haben, dann kann es sein, dass wir wirklich auf einem Feld rauslanden müssen. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir wirklich auf diesem Feld bleiben stehen, dass wir keinen Schaden machen am Flüger, an uns, aber auch nicht am Feld. Und darum ist es auch sehr schlecht, wenn man zu kurz landet, weil wir wollen ja nicht irgendwo in einem Graben oder in einem Zaun landen, sondern wirklich auf dem Feld, das wir anvisieren. Zweisimmen ist für uns ein sehr wichtiger Flugplatz, weil im Berner Oberland, da macht man so ein bisschen die ersten Gehversuche beim Alpenfliegen. Oder auch für sehr viele ist das so, entweder von Zweisimmen weg oder von Saanen weg. Und hier ist es besonders spannend, die Flugplätze ein bisschen zu kennen, weil es gibt einem wirklich Sicherheit, in den Alpen ein bisschen einzusteigen. Hier ist es spannend, dass man halt wirklich in einem engen Tal ist. Also man muss die Landung ein bisschen speziell einteilen. Es ist alles ein bisschen enger, als man es vielleicht vom Flachland kennt. Und es ist auch sehr eine grosse und sehr breite Piste. Das ist für das Einschätzen von der Landung zum Teil noch gar nicht so einfach, ist aber eben genau das Wertvolle an so einer Ziellandekonkurrenz, dass man immer wieder auf einem anderen Flugplatz ist und wirklich das Training reinholt. Und nicht immer auf dem gleichen Flugplatz landet, ja, wo man manchmal ein bisschen mehr schaut, ob der Killenspitz kommt und weiss, okay, jetzt muss ich hier eindrehen. Und das ist bei der Ziellandekonkurrenz wirklich nicht der Fall. Da muss man wirklich sich an seine Grundschulung wieder erinnern und sauber fliegen. TAXE ist ein Verein der Segelflugpilotinnen, also von den Frauen in der Schweiz. Wir haben sehr wenige Segelflugpilotinnen in der Schweiz. Es sind nur 2% von allen Piloten in der Schweiz sind weiblich. Und wir sind ein Verein, der uns gegenseitig unterstützt, der Know-how austauscht, wo wir miteinander abmachen, für an Wettkämpfe zu gehen, für in Lager zu gehen und eben wirklich so das Netzwerk quer über die ganze Schweiz aufrecht zu erhalten. Das hilft uns extrem viel, eben auch wenn wir auf Strecke sind, dass wir wissen, hey, wir haben eigentlich überall unser Netzwerk, wo wir jemanden haben, der uns unterstützen kann, wenn wir aussen landen oder wenn wir einfach eine Flugreise machen. Segelflug ist die perfekte Kombination zwischen Technik, zwischen Natur, zwischen Sein in einer unglaublichen Landschaft, die wir hier geniessen in der Schweiz. Und es lohnt sich wirklich für jede und jeden, das mal auszuprobieren. Also unbedingt. Michelle Blöchliger sieht ihre Bundesratskandidatur im eidgenössischen Parlament als gut vernetzt. Sie kennt viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus verschiedenen Parteien. Mit Respekt vor der Aufgabe, ich bin bereit für eine Kandidatur als Bundesrätin. Mein Entscheid steht fest. Ich habe der Nidwalden SVP mitgeteilt, dass ich für eine Bundesratskandidatur bereit bin. Sie sind bis jetzt die einzige Frau, die kandidiert. Ist das bei Ihrem Entscheid ausschlaggebend gewesen, dass eben auch eine Frau kandidiert? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, letztendlich ist es wichtig, dass man eine Auswahl hat, dass man gut qualifizierte Personen zur Verfügung stellt als SVP-Fraktion. Und das ist das Hauptkriterium sicher gewesen. Sie sind in Bundesbern und auch auf nationaler Ebene praktisch unbekannt. Sehen Sie das eher als Nachteil oder vielleicht auch als Vorteil, weil Sie eben keine Altlasten mitbringen, sozusagen? Also ich glaube, das kann man durchaus auch als Vorteil sehen. Ich bin aber sehr gut vernetzt innerhalb der SVP-Fraktion. Ich kenne aber auch viele Mitglieder aus anderen Fraktionen, vom Beruf oder über Politik her, mit verschiedensten Begegnungen. Und ich glaube, aufgrund von meiner offenen Art, auf Leute zuzugehen und meiner kommunikativen Fähigkeiten, wird mir das gelingen, ein entsprechendes Netzwerk zu knüpfen. Wo positionieren Sie sich innerhalb von der SVP? Gehören Sie eher zum Zürcher Flügel oder gehören Sie eher zum Berner Flügel? Eher konfrontativ oder eher konziliant im Stil? Also ich werde gleich antworten, wie ich das schon ganz am Anfang von meiner politischen Karriere geantwortet habe. Ich bin oft das gefragt worden und ich habe immer gesagt, ich gehöre weder zum Berner Flügel noch zum Zürcher Flügel. Ich bin ein Vogel und ich brauche beide Flügel. Was sagt eigentlich Ihre Familie zu Ihrer Kandidatur? Sie haben noch 2 schulpflichtige Kinder, Zwillinge. Sie wären dann eigentlich die ganze Woche in Bern. Was sagen Sie dazu? Geht das alles in einem? Also es ist so, dass meine 3 Kinder, eben die 2 Schulpflichtigen, sind jetzt noch daheim. Die sind eigentlich gewohnt, dass ich immer Beruf, Familie und Politik, dass ich so unterwegs bin, sind sehr selbstständig und ich bin überzeugt, das werden sie packen. Und das war es mit dem heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama.
Mehr Einzelheiten zu den verschiedenen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt machen wir noch den Abschluss mit dem Wetter und in diesem Sinn wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, schön seid ihr wieder mit dabei. Das ist das Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Auch heute haben wir einen weiteren goldigen Oktobertag zu gut gehabt. Zum Beispiel in Bern war es mehrheitlich sonnig, auch wenn zeitweise noch ein paar Wolkenfelder durchgezogen. Wir sind weiterhin im Bereich einer flachen Hochdruckzone. Also morgen geht es nochmal ruhig weiter. Allerdings kommen wir in eine leichte Beisenströmung rein. Das heisst, vor allem unten wird die Luft ein bisschen feuchter. In der Nacht auf morgen ist es also mehrheitlich sternenklar. Gegen Morgen bildet sich allerdings im Flachland Nebel oder tiefer Hochnebel. Das heisst, morgen starten wir dann vielerorts grau in der Mittobergrenze von diesem Nebel und Hochnebel liegt bei etwa 800 bis 1000 Meter. Ausserhalb ist es aber sonnig. Die Temperaturen morgen früh bei etwa 9 bis 11 Grad. Am Nachmittag gibt es knapp 20 Grad. Das ist also ein Spürchen weniger warm, als das noch heute oder in den letzten Tagen war. Der Nebel dürfte sich mehrheitlich auflösen im Verlauf des Nachmittags. Da gibt es einen Übergang zu mehrheitlich sonnigem Wetter mit gegen Abend dann noch ein paar Schleierwochen. Für Donnerstag wird es in den Alpen vorübergehend leicht föhnig. Morgen haben wir zuerst noch mal Nebel oder Hochnebel. Die Obergrenze bei etwa 800 Meter, der löst sich auf. Gleichzeitig zieht aber von Westen her immer mehr hohe Wolkenfelder auf. Ist also in der Höhe nur noch teilweise sonnig. Die Temperaturen reichen rund 17 Grad. Auf den Freitag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem am Nachmittag ist es immer wieder nass. Temperaturen bei etwa 16 Grad. Am Samstag gibt es nach Restwoche aber schon wieder einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Es ist weiterhin mild bei etwa 18 Grad. Und ab dem Sonntag geht es aus heutiger Sicht zumindest unbeständig weiter. Meine Damen und Herren, das war vom Wetter. Ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.